Sie mal, Sie verbreiten das. Das ist der Punkt. Das schreiben Frauen, das schreiben nicht Männer, das schreiben Frauen. Frauen sind mindestens so gewalttätig wie Männer. Das ist die Tatsache, die Sie leugnen, meine Damen und Herren. Und Sie vereinnahmen die Politik und Sie vereinnahmen die Künstler, indem Sie ihnen falsche Dinge sagen. Ich behaupte, dass die Zahlen der Frauenhäuser nicht stimmen. Diese Zahlen werden von niemandem kontrolliert. Sie behaupten immer, dass die Wegweisungen steigen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Kein Mensch kann das kontrollieren. Faktum ist, das sind Hellfeldzahlen. Zahlen aus Hellfeldstudien. Diese Zahlen sind durch nichts bewiesen oder nachgewiesen. Und der Punkt ist ganz einfach. Eine Frau braucht nur zur Polizei gehen und eine Bedrohung behaupten. Sie braucht es nicht einmal beweisen und schon wird der Mann weggewiesen. Wie viele Gerichtsverfahren gibt es nach den Wegweisungen? Wie viele? Es gibt Hausnummer 3000 Wegweisungen. Wie viele Gerichtsverfahren gibt es dann? Fast keine. Und warum? Weil die meisten Verleumdungen von Frauen sind. Und das ist eine der Dinge, die wir hier aufzeigen wollen und die Sie leugnen. Wir wissen das. Auch die Polizei weiß das. Aber die Polizei kann ja gar nichts machen, weil die Polizei muss wegweisen. Der Polizei bleibt gar nichts anderes übrig, als wegzuweisen. Aber es ist ein Faktum, dass die meisten Wegweisungen erlogen an den Stunden sind. Einfach nur, um im Obsorgeverfahren sich einen Vorteil zu verschaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist das Traurige. Die Frauen wollen sich im Obsorgeverfahren einen Vorteil verschaffen. Und aus diesem Grund gehen sie mal auf die Polizei und behaupten eine Gewalt oder eine Bedrohung oder irgendetwas. Die Polizei weiß nicht und schon stehen wir Männer als Gewalttäter da, obwohl wir gar keine Gewalttäter sind. Das ist der Punkt. Wissen Sie, was ein Gewalttäter ist? Ein Mann, der hier steht und uns als Nazi beschimpft. Wir sind alles andere als Nazi. Wir sind liebevolle Väter, verantwortungsvolle Väter. Wir sind Väter, die für ihre Kinder da sein wollen. Dankeschön. Eins habe ich noch für euch, meine Damen. Ich bin Feministin vom Beruf, ein Rapper der dieses goldene Handwerk schuf. Denn da kann ich diffamieren, intrigieren, kritisieren, immer wieder alle Männer ausstalieren und sekieren, bin Feministin von Beruf. Viel zu lange gibt's die Männerherrschaft schon. Und eins ist klar, ich habe wirklich genug davon. Denn die Männer, das sind Schweine, die nur lügen und gemeine Dinge armen Frauen absichtlich antun. Und sonst nur faule wenn sie sich ausruhen. Hingegen arbeiten wir Frauen wirklich schwer. Wir haben Kinder, Haushalt und noch vieles mehr. Wie zum Beispiel Arbeitsstoff. Doch vom Mann gibt's kein Lob, denn der baut die ganze Zeit die Flaschen leer. Und Fernseher. Bin Feministin von Beruf. Ein dreifach hoch, der dieses goldene Handwerk schuf. Denn die Männer können nicht perfekt geblasen. Ungerichtet Männer sind das allerletzte, das es gibt. Ein so eine Scherze, bin Feministin von Beruf. Über Männer kann man eines sicher sagen. Über sie kann man sich immer nur beklagen. Männer sind einfach zum Kotzen. Und am meisten geht ihr trotzdem, ja, mehr, was können Sie, was ich nicht kann? Ich bin mindestens so gut wie jeder Mann. Ich bin im Laufen ganz genauso schnell wie Sie. Und auch beim Denken haben Männer ihre Mühe, an mein Genie heranzukommen. Doch es ist genau genommen, Männer Hirne sind so klein wie das von Rex. Und sie denken immer nur an Sex. Die Feministin von Beruf. Ein dreifach hoch, der dieses goldene Handwerk schuf. Denn die Männer sind die Schlechten, sind die furchtbar ungerechte Männer, sind bloß Gewalttäter, außerdem auch diese Väter mit Feministin von Beruf. Eines habe ich ja euch da noch nicht erzählt. Nur wir Frauen bringen Kinder auf die Welt. Jedoch, wer sagt, das muss so sein, bloß der Mann, das blöde Schwein, weil er uns damit erpresst und unterdrückt. Diese Tyrannei macht mich noch ganz verrückt. Doch mit der Diktatur der Männer ist jetzt Schluss. Sollen doch die Männer Kinder kriegen und der Verdruss. Denn wir Frauen damit haben uns die Mühsal, die wir tragen, hat ein Ende doch noch besser wäre das Ziel. Keine Männer in der Welt ist, was ich will. Bin Feministin von Beruf. Ein dreifach hoch, der dieses goldene Handwerk schuf. Frauen gehören an die Macht, wo ihr Gebühren rum und Pracht 100% an Frauenquote. Der beste Mann, das ist der Tod, der bin Feministin von Beruf. Da braucht man keine Feministin mehr. Gründe ich ein Emanzen her.